America first, America first. Wie eng Litanei huet der 45. Präsident von Amerika, den Donald Trump, das wird immer nächst wiederholt. Und zwar sowohl an der Wahlkampagne wie auch zu Washington, wie ihn offiziell veredigt gouf. Den nationalistischen Ton von der Rede von Trump war mit Sicherheit ein ganz anderen, wie den er vom Präsident Obama gewinnt waren. Aber lo ist der Präsident Trump eine Realität. Und mit ihm kommt ein wichtiger geopolitischen Umschwung. America first. Also für dich kommen die Interessen von den Amerikanern. Und da kommen die anderen, der Rest von der Welt. Es zirkulieren sogar schon Proposen, dass die USA sich sollten aus der UNO zurückziehen und noch aus allen Institutionen, die dazu gehören. Auch wenn die Proposen den Amend just von einer Minorität vom amerikanischen Deputierten unterstützt gehen, so weist es doch aber, dass an Amerika eben eine andere Wand bläst. Eine Politik, wo die Mauern gebaut und keine Brücke gebaut gehen. Wo Madenee schaffen durch Aufschottung ersetzt wird. Aber Isolation an Mauern können keine Antwort sein auf die global und grenzüberschreitenden Probleme. Klimaveränderung, Wassermangel, Epidemien, Terrorismus, armierte Konflikte, Migration und so weiter und so fort. Hier und noch viele andere Probleme fanden wir nicht mehr eine Lösung durch Zusammenarbeit. Und gerade darüber müssen wir uns an Europa als Gegengewicht zu den gefährlichen Entwicklungen in Amerika zurückbesinnen. Vielleicht sind die negativen Entwicklungen, den Trump an den USA, der Brexit an Europa, just der Wecker für uns aus einem festgelaufenen Train herauszureißen und uns abzumachen für schwierig, aber notwendige Reformen. Mit zurück zum Trump. Dem Präsident seine Präsidenz fängt an mit einem großen Defizit an Kredibilität. Und es wundert nicht, dass die Zustimmung von der Bevölkerung an einem historischen Tief ist. Es gab auch ein Aberzuhl von Vorwürfen wegen Interessenkonflikte gegen den Trump selber und gegen Members aus seinem Kabinett. Und danach die Revelationen, die um russischen Hacking bei den Wahlen bekannt wurden. Den Trump hat immerhin auch rund 3 Millionen Stimmen Männer wie Madame Clinton. Und als aber Präsident ging das als amerikanisch Art und Weise für Politik zu machen, die also so festgelegt ist in der Meinung, es sollen darüber am Anfang nicht diskutieren, weil amerikanische Probleme sollten an Amerika gelöst gehen. Aber eine Reihe von diesen Aktionen von dem neuen Präsidenten, die betreffen auch uns. So zum Beispiel, dass er den amerikanischen Beitrag zur NATO reduzieren. Drin. Das ist also ein loder Moment, gebe ich Mengen, für an Europa eine eigenständige Defense-Kapazität aufzubauen und damit an der NATO, die wir weiter wollen, unterstützen, nicht mehr hauptsächlich von den Amerikanern für ihre Sicherheit aufzuhängen. Ich frage mich übrigens, für was die Lützeburger Regierung hier so typisch ist und nicht mehr einen soliden und wirksamen Beitrag für eine europäische gemeinsame Sicherheit will. Wäre dann nicht einmal in der Zeit, heinst du auch Europe first zu sagen? Das gäbe es sicherlich nicht schaden. Und es wäre die einzig kredible Antwort gegenüber dem Trump. Nicht nur bei Sicherheitsfragen, auch auf allem an der Ökonomie. Weil nicht mehr, wenn wir stark sind, können wir uns behaupten, a geopolitisch die Regeln aufhören, die wir wollen, die uns nützen. Auch die Regeln von der Zusammenarbeit am internationalen Environnement, weil auf Zusammenarbeit wollen wir nicht verzichten. Wenn wir aber schwach sind und zerstritten, da kriegen wir Regeln von der Außen oberleucht. Und das soll und darf nicht sein, und dafür sollten wir nicht fertig, für auch mal heinst du, wenn es notwendig ist, mit viel Überzeugung und Durchsetzungskraft zu sagen, Europe first.